Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Thun. Wir haben folgende Themen für euch parat. Ein Seeländer Schwinger mit einer speziellen Rechtsschwäche, eine besondere Methode gegen Winterdepression, ein Gegenvorschlag der Stadt Berner Regierung zur Stadtklimainitiative und ein gefährliches Naturphänomen bei Wattenwil. Der Dominik Roth ist im Moment statt im Sagmau noch im Fitnessraum anzutreffen. Der Seeländer Schwinger erholt sich nämlich vor einer Knöchelverletzung. Aufgeben ist aber keine Option. Der Seeländer hat nämlich noch viel vor. Der Manuel Moser weiss die Einzelheiten. Ja, das hat angefangen mit den Cousins, die haben ja schon geschwungen für Schwinkelkörper, Kopfbrütchen. Und ja, da sind wir relativ schnell zum Schwingen gekommen. Es hat uns noch fein gepasst. Ich war am Anfang nicht so gut, aber die zahlreichen Trainings haben sich bis jetzt ausgezahlt. Ja. Ist jetzt irgendwie ein Highlight in deiner Karriere gegeben, wo dir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt? Ja, ich glaube, das ist das Jahr 21 mit dem Kirchberg sicher, wo ich dir gut 4 Platz rausschwingen konnte. Ja. Wir hatten es vor kurzem vor Verletzung. Wie schwer ist es, zum Zurückzukommen? Es geht nicht so. Ja, im 18 Jahren habe ich schon mal gerissen, das Kreuzband. Von dem her weiss ich etwa, was auf mich zukommt oder was jetzt noch vor mir liegt. Ich bin auf gutem Weg, von dem her tut es mir nicht so schwer. Ja. Beim zweiten Mal, was du gerissen hast, sind dir irgendwelche Zweifel gehabt, oder hast du gewusst, hey, nein, das ziehe ich fix wieder durch? Ja, das Lustige ist, man hat es nicht einmal gemerkt, was gerissen ist. Also es ist schon ein bisschen länger gerissen. Von dem her konnte ich wie gut damit umgehen, dass ich halt noch mal ein bisschen ausfalle, dafür noch einmal den Weg gehen. Ja. Ein Ziel, das du noch anstrebst in deiner Karriere? Ja, das ist sicher ein eidgenössischer Kranz. Wer kennt sie nicht? Die Winterdepression. Viele flüchten in die Wärme, andere haben aber innovative Lösungsansätze, schon wie die Privatklinik Meiringen. Was es mit ihrer Lichtbrille auf sich hat, erzählt euch Alina Dibach. Ja, jemand, der unter der saisonal-depressiven Symptomatik leidet vor allem unter einem massiven Energieverlust, einer Freudlosigkeit. Ganz typisch ist, dass sehr viel geschlafen wird, dass man morgens kaum aus dem Bett kommt und der Alltag extrem viel Überwindung kostet, mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist, den noch aufrechtzuerhalten, so wie bisher auch. Und ganz typisch auch für die saisonal-affektive Störung ist, dass man so Heißhungerattacken hat und gerade Kohlenhydrat-Heißhungerattacken hat und dadurch auch eine Gewichtszunahme hat. Das eine ist mal, dass die saisonal abhängige Depression den Kriterienkatalog von einer regulären depressiven Episode nach ICD-10 erfüllen muss. Als Besonderheiten sind eben das, was meine Kollegin schon gesagt hat, ist, bei normalen Depressionen ist es häufig so, dass die Leute eben wenig bis schlecht schlafen können und der Appetit eher abnimmt und das Gewicht eher abnimmt. Und bei der saisonalen Depression ist es eher die umgekehrte Variante, dass der Schlaf zunimmt, plus eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit und eben Appetit und Gewicht da eher zunehmen. Und natürlich dann das Erkennen von dem saisonalen Muster. Das heißt, dass die depressiven Episoden häufig mit der Saison Herbst oder Winter zusammenfallen. Und wenn jemand mit einer Depression zu uns kommt, was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass man auf der einen Seite regelmäßige psychotherapeutische Gespräche hat, dass die medikamentöse Einstellung dort, wo es notwendig ist, vorgenommen wird, wo die Wirkung und Nebenwirkung halt sehr, sehr intensiv monitorisiert werden kann und zusätzlich von seitens unseres therapeutischen Dienstes dann noch ein maßgeschneidertes zusätzliches Therapieprogramm, eben vor allem auch mit Fokus auf Tagesstruktur, Bewegungstherapien, aber auch kreativen Therapien angesetzt wird. Also ein ganz essentieller Bestandteil der Therapie der saisonal abhängigen Depression ist die Lichttherapie. Wir in der Privatklinik Meiringen, wir verwenden sogenannte Lichtbrillen, die man einschalten und dann aufsetzen kann. Dadurch können Sie die Lichtbrille tragen und die Therapie machen und nebenbei sich frei bewegen und andere alltägliche Tätigkeiten durchführen. Genau, wir haben jetzt gerade die Pflege nicht erwähnt. Ich glaube, das ist noch wichtig, dass während des stationären Aufenthaltes die Pflege auch 24 Stunden vor Ort ist,
und man auch immer so die Möglichkeit hat, von denen unterstützt zu werden und die natürlich auch viel dazu beitragen, was die Aktivierung angeht im Tag, im Alltag und gerade morgens, weil das ist die Schwierigkeit bei der saisonaldepressiven Störung, dass man morgens gerade der Antrieb sehr fehlt. Ganz wichtig, was die Rückfallprävention angeht, ist, dass man das, was man in der Klinik gelernt hat, zu Hause auch weitermacht. Stützungsmöglichkeiten sind zum Beispiel auch ambulant, die Psychotherapie weitermachen, Hilfe auch annehmen ambulant, also auch im sozialen Umkreis Hilfe annehmen. Aber noch wichtiger ist in der kognitiven Verhaltenstherapie die Bewertung, die man hat in Bezug auf Saisonalität, dass man die lernt umzuformulieren und umzudenken. Die Menschen, die begleitende kognitiv-behaviorale Therapie noch machen, ein geringeres Risiko haben, was Rückfallprävention angeht. Die Stadtklimainitiative will viele grüne Begegnungsorte in Bern schaffen. Am Gemeinderat gehen die Forderungen aber zu weit. Darum hat er jetzt heute einen Gegenvorschlag präsentiert, der realistischer ist. Meine Kollegin Daniela Dambach hat Marieke Kreuz gefragt, was es mit dem auf sich hat. Wie unterscheidet sich euer Vorschlag von der Initiative? Der Gegenvorschlag fokussiert sich eben nicht nur auf die entsiegelte Fläche, sondern wir wollen wirklich klimawirksame Fläche, das heisst entsiegeln, aber gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass das Wasser vor Ort kann versickern und verdunsten und dass wir natürlich auch Bäume haben. Also diese 3 Elemente sind ganz, ganz wichtig. Also eben das Schwammstadtprinzip ist ganz wichtig, für wirklich eine gute Wirksamkeit zu bekommen. Ihr habt das Stichwort Schwammstadt gebracht und vorher auch erwähnt, eben mehr Grün und mehr Blau. Wie könnte es konkret aussehen? Es ist wirklich konkret so, dass wir schauen müssen, dass wir im Boden wirklich eben auch die nötigen Voraussetzungen schaffen, dass eben das Regenwasser nicht einfach in die Kanalisation geht, wie es jetzt der Fall ist, sondern dass es wirklich eben vor Ort versickern kann. Und dann müssen wir aber auch schauen, dass unsere Bäume genügend Platz haben, dass sie sich wirklich auch entwickeln können und eben nachher quasi auch die Feuchtigkeit aufnehmen können und nachher wieder an die Umwelt abgeben können. Und so können wir natürlich eine deutliche Hitzereduktion erzielen. Welche Rolle spielen Bäume sonst noch? Also Bäume sind natürlich auch für die Aufenthaltsqualität auch sehr, sehr wichtig. Sie bieten natürlich auch Schatten und sind auch für das Stadtbild von zentraler Bedeutung. Das ist ja eben erst ein Gegenvorschlag. Gibt es da gleich schon konkrete Vorstellungen, an welchen Orten in der Stadt so Oasen, sage ich dann jetzt mal, könnten entstehen? Also wir haben auch schon den Rahmenkredit bei der Fernwärme, der ist ja schon beim Volk schon durch. Also wir tun ja mit EWB, wo die Fernwärme ausbaut, schon dort machen wir Klimaanpassungsmaßnahmen, da sind wir schon dran. Und bei grossen Projekten, die wir jetzt neu projektieren, die wir neu planen, tun wir natürlich das Klima auch von Anfang an mitdenken. Zum Beispiel Bären-Waisenhausplatz ist jetzt so ein Platz, wo wir wirklich schauen wollen, dass wir das viel, viel klimaverträglicher gestalten können, als das der Platz jetzt ist. Und welchen Nutzen hat da die Bevölkerung? Ja, natürlich viel mehr Aufenthaltsqualität und wir müssen wirklich schauen, wenn es noch mehr Hitzesommer gibt und in 20, 30 Jahren wollen sich ja die Leute auch noch auf diesen Plätzen aufhalten und darum müssen wir unbedingt schauen, dass es dort mehr Schatten gibt und eine Kühlung gibt. Das lang bekannte Rutschgebiet oberhalb von Wattenwil ist in 2 Wochen wieder aktiv. Und zwar so fest, dass Lebensgefahr droht durch umstürzende Bäume. Die Lage ist ernst, das Gebiet ist abgesperrt. Meine Kollegin Alina Dubach war vor Ort und hat mit der zuständigen Geologin über die Gefahren geredet. Also das Rutschgebiet hat sich Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr angefangen zu reaktivieren im obersten Arisbereich, wo eigentlich bekannt war, dass dort ein Aris ist. Und die Bewegung hat sich dann fortlaufend gegen unten ausgedehnt. Bei der Lawine ist es ein bisschen so, wenn mal etwas losgeht, kommt meistens mehr mit. Hier verschiebt sich das ganze Erdreich auf das Mal. Es ist nicht so, dass oben drauf etwas rutscht, sondern es ist weiter unten auch, was rutscht. Habe ich das richtig verstanden? Es sind sehr komplexe Prozesse, die ablaufen. Einerseits, wie ihr sagt, hat es die tiefe Rutschfläche, wo das ganze Material drauf liegt. Und dann hat es wahrscheinlich auch interne Rutschflächen und auch oberflächlichere Phänomene, wo sich dann in den steileren Gebieten auch oberflächlich Material schneller bewegt. Aber man muss sich nicht vorstellen, wie bei einer Lawine, die plötzlich eben Richtung Wattenwil geht. Ihr habt vorhin gesagt, Wattenwil, das Dorf selber ist sicher. Es ist ein Gebiet von einer permanenten Rutschung hier. Das heisst eigentlich, dass
dass Bewegungen bekannt sind, von ein paar Millimeter bis Zentimeter pro Jahr. Und jetzt hat sich das Ganze reaktiviert, beschleunigt, dass wir bis mehrere Meter haben pro Tag in gewissen Bereichen. Aber es sind nicht brutale Prozesse, wo eine grosse Rutschung innerhalb ein paar Minuten sich ereignet. Gibt es andernorts im Kanton Bern auch so dauerhafte Rutschgebiete, wo so etwas auch möglich wäre? Es gibt weitere bekannte permanente Rutschungen im Kanton Bern, auch im besiedelten Gebiet, aber da haben wir aktuell keine solche Reaktivierung. Also das sind eben im Bereich von Millimeter bis maximal Zentimeter, wo sich die Gebiete bewegen. Das wäre es schon wieder mit dem heutigen Panorama aus Biel. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr bei uns auf der Website oder auch auf der App. Merci vielmals fürs Zuschauen. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News noch mehr zum Wetter. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie mit dabei. In der Nacht auf heute hat uns eine Warmfront erreicht und hat viele Wolken und Regen mit sich gebracht. Wir sehen hier die doch recht trübe Aussicht, die wir heute am Vormittag in Thun hatten. Und die nächste Front die lässt aber auch nicht lange auf sich warten. In der Nacht auf morgen erreicht das nämlich eine Kaltfront. Sie bringt kräftige Niederschläge und zum Teil starken Wind mit sich. Und morgen am Freitag fließt dann auf der Rückseite dieser Front von Westen her trockene Luft zum Alpenraum. Und der Freitag der bringt recht sonniges Wetter mit sich. Im Oberland haben wir am Morgen zum Teil noch dichtere Wolken. Da sind ganz lokal letzte Regentropfen am frühen Morgen nicht 100%ig ausgeschlossen. Das Risiko ist aber doch sehr gering. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 2 bis 3 Grad. Am Nachmittag gibt es dann trotz vermehrt Quellwolken verbreitet recht viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen in Meiringen 9 Grad, in Burgdorf sind es rund 10 Grad. Im Flachland bläst leichter bis mäßiger Südwestwind, auf den Bergen mäßiger Südwest- bis Westwind. Am Samstag geht es dann mit einer veränderlichen und meistens trockenen Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Und am Sonntag kommen nach einem freundlichen Vormittag immer dichtere Wolken dazu. Und für nächste Woche sind die Prognosen noch unsicher. Wahrscheinlich dürfte es vom Montag bis am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt weitergehen und es zeitweise auch mal ein bisschen Regen geben. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.